Ja, schöne gute Morgen, die Damen und die Herren. Merci, dass ihr morgen dabei seid, für über die Situation zu Niederkurz zu schwätzen. Ich ging aber gerne aufhängen, an dem sich die Familien, die Freunde, die verloren haben, die letzten Wochen oder Monate, mein herzliches Beileid ausschwätzen. Wir schwätzen all davon Zahlen, wie viele Leute sterben, wie viele Leute auch krank sind. Bei den Leuten, die sterben, da geht es nicht um Zahlen, da geht es um Menschen und da geht es um Einzelschicksale, um Leute, die uns fehlen, die wir verloren haben. Und dafür denken ich, sollte man auch mittags über die Menschen schwätzen, hunderten Zahlen. Und wir sollten auch an die denken, die von ihren Liebsten verloren haben und die nicht mehr werden können an den Namen holen, wenn das Krise rüber ist. Dafür mein herzliches Beileid für die Familien und Freunde, die dazu müssen mitmachen, die letzten Wochen oder Monate, das letzte Jahr. Da ging ich auch gerne direkt an Personal denken, an den Chargé de Direktion, an den Alters- und Pflegeheimen. Das Personal, das lebt ja mit den Bewohnern zusammen, die kennen sich extrem gut, das sind ja Bewohner, die leben auf einer Platz mit Personal jahrelang zusammen, die kennen sich immens gut an, war ganz viel Stierfall, ob EQ an einem Haus sind. Das geht auch nicht einfach spurlos Personal allein. Und das muss sich auch bewusst sein. Das heißt, sie selber müssen mit ihrer Trauer eins gehen, zusammen mit ihrem Gestionär, und dann aber auch da sind für die Familien, für die, die eben dann noch Antworten sichern, respektive für die danach besoin haben, mit ihnen zu schwätzen. Ich ging ja so, dass an all den Alters- und Pflegeheimen heute zu Lützeburg Mesuren en place sind, Hygieneskonzepte, den LST geht all 2 Wochen, der Large Scale geht all 2 Wochen gemacht, für dass wir das Virus auch wirklich können detektieren, dass wir gesehen, wo ist den Large Scale, den hilft uns dabei, für zu sehen, sowohl beim Personal wie auch bei den Bewohnern, wo der Virus am Haus drin ist, dann natürlich Testbarrieren, die respektiert gehen. Dann noch de Kohortage, wann dat möglich ist vom Gebäude hier. Das ist leider nicht immer möglich. Ich werde aber darüber kurz zurückkommen. Es sind Prozeduren da, die wir en place gesetzt haben, all zusammen mit der Direktion de la Santé, zusammen mit der COPAS, zusammen mit dem Familienministerium, die gehen noch angehalten. Auch an diesem Fall sind sie angehalten gehen. Leider war zu Niederkur de Kohortage nicht möglich. Und den Herr Vinandi wird ich ein bisschen mehr Chronologie auch zu Niederkur soen, wie der Virus sich da verbreitet wird. Mir ganz am Anfang waren am Anfang 4 Leute positiv, die überhaupt nicht auf derselben Platz gelebt haben am Gebäude. Und weil das ein ganz altes Gebäude aus Niederkur, aber eben die Gebäulichkeiten so sind, wie sie sind, war der Kohortage nicht möglich. Der Kohortage, das von den Patienten, die positiv sind, eben dann zusammen regruppiert, wie das just eine Equipe vom Personal soignant, zum Beispiel dann, ob sie oppassen, respektive sie pflegen, in dem Moment, für das in das eben mehr zusammen gruppiert, das gefällt der Familie nicht immer, und in diesem Fall war das zu Niederkur auch überhaupt nicht möglich. Und dafür sind ich umso mehr erleichtert, dass wir schon lang vor der Pandemie dezidiert hatten, das Haus zuzumachen, neu zu bauen. Das geht leider nicht über Nacht. 2023 wird das neue Gebäude abgehen zu Kerching, wo dann ein modernes neues Gebäude wird sein, für die Leute, wo die Leute da können leben und wo es ihnen da kann gut angehen. Bislang sind 324 Menschen aus Maison de Soins oder SIPAN heute zu Lützeburg gestorben sind am Anfang von der Pandemie. Das sind da 324 zu viel. Und wie ich schon gesagt habe, an der Zahl sind 324 Personen, sind 324 Familien, sind 324 Freunde, die verloren haben. Und die Ziffer ist wirklich dramatisch. Und du sagst denen, dass der Virus aber ganz heftig ist. Und leider können wir da kein Andu machen. Und ich meine, wir kennen alle Guten wahrscheinlich den einen oder anderen, den der Virus hat, den mich schlimm auch der Virus hat. Und leider wahrscheinlich auch den einen oder anderen, den einen oder Mam Virus, Mam Covid-19-Virus verloren hat. Zu Niederkur
sind an dieser zweiter Welle, die den 17. Februar angefangen hat, 22 Menschen gestorben. 22 Menschen, das ist enorm, schon gesagt, für die Familien, das ist enorm für die Chargé de Direction, für das Personal auf der Platz. Das geht nicht einfach so in einem Land. Das sind 22 Menschen, die das nicht gepackt haben, unter dem 17. Februar. Natürlich hast du noch viel getestet gehen zu Niederkur kumuliert waren lo, also aber kumuliert niemand kumuliert waren 84 Bewohner positiv getestet gehen. Zu Summe waren da den Höchstpunkt waren 67 Leute, die positiv waren zu Niederkur. Der von Haudelo sind nach 10 Leute positiv, davon 7, die asymptomatisch sind oder nicht ganz leicht Symptome haben. Eine Person ist am Spidol und 2 Personen brauchen Sauerstoff Sit. Am März ist den Large Scale nach all 2 Wochen am Haus für eben sowohl Personal wie auch Bewohner zu testen, vielleicht zum Large-Scale-Testing. Da war den 24. November sind Residenten alle getestet gehen, den 11. Januar sind auch Residenten getestet gehen, der 4. Februar sind Residenten alle getestet gehen. Die sieht also ganz kurz, eher dass den ersten Fall bei den Residenten detektiert gehen, als war nach ganz kurz für die Large-Scale am Haus. Dann den 1. März sind Residenten an Personal getestet gehen. An den 16. März sind auch Residenten an Personal getestet gehen. Federt schon aus der Presse und noch sos Interviewen wisst aus den 18. Februar die erste Impfung gewirrscht zu Niederkur, das heißt am Fongehol einen Tag nachdem die erste Person positiv getestet ging aus, sodass die Impfung nicht mit dem Cluster wirklich kann zu dienen haben. Wir sind aber ganz froh, dass sowohl den Herr Raoul Vinandi heute mit mir ist, als Direktor operationell von Servior, für die ganze Chronologie an den Werdegang von dem ganzen Cluster können abzuschlüsseln. Da sind wir auch ganz froh, dass den Dr. Jean-Claude Schmidt als Direktor von der Santé für eben zu gucken, die Korrelation, ob es ein Kind gibt oder nicht zwischen der Impfung an positive Resultate respektiv dem Cluster. Und ich noch froh hier am Saal nach den Alain Dichter zu den Generaldirektor von Servior an den Joël Mossong, den Epidemiolog von der Santé, den auch hier aus für mehr spezifisch frohe ginge kommen, lo wat die Epidemiologie ginge ubelangen. Dafür vielmals merci nach ein Kehr ging vor dann dem Herr Vinandi weitergehen. Merci. Merci, Madame Minister. Ich will enker kurz mal den Tourmache von der Chronologie von Evenementen. Ich meine, dass viel darüber geschwart gehen, über Zuhören. Ich meine, an der das auch schon gesagt gehen, für uns ist es doch wichtig, die eine Seite natürlich das Suivi von den Infektionen zu machen, die andere Seite statt aber auch Soins organisieren für die Leute, die krank sind, für die Leute, die sowieso dependent an unseren Häusern sind, mit dem Personal, das an den Häusern schafft, dann für die das eine extrem schwierige Situation ist. Ich meine, wir sind noch ein Jahr in NRW, und das ist auch für Niederkur eigentlich nicht uninteressant zu sagen. Das ist ein relativ großes Haus mit 154 Betten Maximalbelegung, wo sich auch der Komfort bei all den Betten nicht immer so gut ist, was der Minister Orlo gesagt hat. Muss ich dann noch dazu sagen, dass am Lauf von der Pandemie Niederkur purmal positiv Bewohner hat. Das waren aber immer Einzelfälle oder relativ kleine Ausbrüche, die wir ganz sehr am Griff hatten. Es sind natürlich auch effektiv am letzten Jahr 2 Leute und Covid gestorben an denen Häusern mit war den Ausbruch und sich nie an der heiter Amplitude an dem Haus. Ich meine, das schon ein bisschen nur geschwart gehen. Wir hatten den 4. Februar hatten wir ein larges Geldtest am Haus. Da waren nun sich all die Bewohner an die Maderbichter, die getestet wurden, negativ. Da hat man kein positives Resultat. Den 17. Februar hat man eine echte Bewohnerin,
die Symptome hat, darauf sind, hat den Doktor natürlich, ihre behandelten Doktor, einen Corona-Test ordiniert, den dann effektiv auch den Tag danach sich als positiv erwiesen hat. Den Tag danach war sowieso die Impfung gesehen an dem Haus. Das war, ich meine, da gibt es eine Planung von den Impfungen, von all den Strukturen, und die war regulär für den Datum 4 gesehen, die auch du gemacht hast, weil ein isolierter Fall und sich kein Problem durchstellt. Das war den 18. Wir haben den da effektiv 143 von 150 präsente Residenten geimpft. 3 Residenten konnten aus medizinischen Gründen nicht geimpft gehen, unter anderem auch den positive Klient. Und 5 Bewohner hatten refusiert, sich impfen zu lassen. Denselben Tag wurden noch 80 Mitarbeiter Sit geimpft. Wir konnten auch denselben Tag Nachricht, dass von unseren Mitarbeitern positiv getestet wurde. Den 19. Februar war dann ein nächsten Bewohner, den getestet wurde, weil er ein Zeichen hat. Und wir haben dann noch zu dem Moment, auf dem Tag, wo wir positive Bewohner hatten, haben wir dann noch alle guten Bewohner und noch Mitarbeiter von der Equipe getestet. Da konnte man effektiv den Tag danach dann ein positive Bewohner zurück, ein supplementarer Bewohner. Zu dem Moment aber an dem Test kein Mitarbeiter. Weil die Situation dann so war, dass man die 2 Bewohner, die positiv getestet wurden, die wo nach dabei kommen, die waren nicht an demselben Service, sodass das für uns der Risiko abgewiesen hat, dass es da eine diffuse Präsenz vom Virus am Haus gibt, sodass man da alle guten Mesure getroffen haben, für Bewohner zu isolieren. Vierdro sind just die Bewohner, die positiv getestet wurden, die wurden isoliert, sowie dann die Prozeduren. 4 gesehen an hier Kontaktpersonen wurden natürlich in Quarantäne gesetzt. Das ist auch immer an Aufspruch mit der Inspektion sanitär geschieht. Zu dem Moment, wenn wir gesehen haben, dass die Situation Risiko hat, dass es aus den Händen kommen, geleiten, haben wir dann zu dem Moment die Decision geholt, dass wir alle Gruppenaktivitäten an dem Haus mal stoppen, auch Essen an Salle à manger, an kleine Gruppen, wie es präsent war normalerweise, also Zimmer verlöscht gehen, an Bewohner Kruten und Herz gelöst, an ihren Zimmern zu bleiben, an ihre Kummern zu bleiben. Weil man dann aber wollte wissen, wie es weitergehen, haben wir dann effektiv am Weekend einen neuen Test vom ganzen Haus angefangen, zusammen mit unseren Doktoren, die intervenieren Sit. Aber bei dem Test sind dann effektiv 35 Bewohner positiv getestet, gehen dann noch 18 Mitarbeiter, die zu dem Moment, wo sie getestet wurden, effektiv asymptomatisch waren. Da haben aber ein ganz paar, die noch trotzdem eine Symptomatologie entwickelt. Dann sind Mesuren verschärft gehen, wir haben das alles zusammen mit der Inspektion sanitär, wir waren mit denen zusammen, haben wir immer darüber über die Mesuren diskutiert, es gibt auch da Prozeduren. Ich meine, am Laufe des Jahres haben wir als Prozeduren immer affiniert. War ja ein relativ dynamisch geschehen, die Pandemie, sodass sie sich immer irgendwo müssten aufpassen, sodass dann effektiv das Haus eigentlich isoliert ging, also noch zu dem Moment für Besucher mal zugemacht ging, bis man genau die Envergure vom Cluster kannte. Den 1. März war effektiv ein neuer Large-Scale-Test, sowieso 4 gesehen, den haben wir auch gemacht. Und am Kader von dem Large-Scale-Test sind dann nach einer 31 Bewohner positiv getestet gehen, die auch zum Teil zu dem Moment asymptomatisch waren, und noch eine 11 Mitarbeiter. Dann sind nach ein paar vereinzelt Tester gemacht gehen bei Bewohnern, die Zeichen haben, und waren noch effektiv ein paar die Mitarbeiter, die über ihren Doktor dann noch diagnostiziert wurden.
Wir hatten noch zu summen mit der Inspektion sanitär haben wir den Tour gemacht von der Institution, von den Mesuren, die wir geholt haben, etc. Dann war nach einem Test den 9. März, für nachher ja weiter zu gucken, wie die Geschehen gibt, weiter sich entwickeln. Da hatte man dann nach einem ja 9 neue Bewohner, die wir getestet haben, an EMA der Bichter. Zöllen, die gehen dann aber rauf, was an dem Sinn encourageant war, weil Mesuren, die wir dann getroffen hatten, auch getroffen haben. Den 12. März waren effektiv die echt 20 Bewohner in unserem Negativ, sind die getestet gehen dann als gesund deklariert von ihrem Doktor. Den 16. März hat man dann nach einkehr ein Large-Scale-Test am Haus du kommt nach just neue Fall dabei. Den 19. März hatte man dann nach einkehr 20 Bewohner, die mittlerweile nicht als geheilt waren. Am 19. März hatte man auch den zweiten Durchschlaf von der Impfung. Da sind dann 100 an E-Residenten für zweit geimpft gehen. 20 Residenten konnten zu dem Moment dann nicht geimpft gehen, weil sie da positiv waren. Und noch zu dem Moment 20 Mal habe ich da geimpft. Zum Tag von Haut haben wir dann effektiv nach SIT 10 positiv Bewohner. Davon sind da 2 am Moment nach einer Sauerstoff, das in den am Spidolas an 7 Bewohner und eigentlich noch keine größere Symptomatologie mehr. Dann hatte man, was dann echt da wirklich den relativ regrettablen an traurigen Teil ist, also da war so, dass da eine Population ist, die extrem vulnerabel ist, sodass man dann noch effektiv am ganzen 22 Stirbfälle an dem Haus hatten, die auf Corona konnten zurückgefordert gehen. Wir hatten an der Zeit doch 2 andere Stirbfälle, die aber Bewohner waren, die nicht positiv getestet wurden, wo die Tests alle gut negativ waren. Das weist aber trotzdem, dass es egal wie ein extrem vulnerabel Klientel ist, den Durchschnittsalter von den Leuten, die verstorben sind, liegt ungefähr bei 88 Jahren. An die meisten sind effektiv den 9. Tag nach ihrer Infektion gestorben. Ganz viele Leute hatten eine ganz Party Pathologien, die an sich dazu, die als Risikopathologien gefordert gehen. 12 Klienten waren hospitalisiert, sie verstorben sind, die anderen sind alle gut am Haus betreut gehen. Betreuung am Haus ist eigentlich an dem Sinn bei moderate Verlauf ist das eigentlich kein Problem. Ich meine, wir haben das nötig Pflegepersonal am Haus für eine Permanenz zu organisieren. Ich meine, diese 24 Stunden sind Infirmieren am Haus. Und da sind wir mit dem Doktor, mit dem behandelnden Doktor dann aufgeklärt gehen, mit der Familie, ob den Bewohner dann echt da an Spidol muss oder ob den Zustand erlaubt, hier am Haus zu betreuen. Voilà. Ich meine, das ist ein bisschen den Tour, weil den allgemein muss so, und ich meine, dass das die Pandemie lo effektive Jahre dauert, dann wir hatten eine ganz Party Häuser, die da wirklich betroffen waren. Mortalität als effektiv an der dotter Bevölkerung extrem heich, das ist extrem bedauerlich. Es muss ihn aber trotzdem so, dass zwar nicht erlaubt tun, dass über diese ganze Betrieb, über das Jahr auch von den Leuten, die positiv getestet sind, aber auch ungefähr 80% geheilt gufen. Ich meine, das dürfen wir auch nicht vergessen. Voilà. Vielmals merci, Herr Vinandi. Und da ging ich dem Herrn Schmidt fortgehen für die Sicht von der Direktion de la Santé ein für Sachen zu sagen. Ja. Madame Minister,
Ja, die Santé hat natürlich von Anfang an sowohl mit dem Ministerium von der Familie wie auch mit dem Betreiber geschafft. Ich meine, wir merken schon direkt, wenn häufig Fälle optreten bei einer Institution, wir setzen uns dann in Kontakt, also das ist die Inspektion sanitaire, den Teil von der Direktion von der Santé setzt sich in Kontakt mit dem Betreiber, gucken, wie in so einer Situation kann gerieren. Das gesot gin waren am ganze 84 Residenten, die sukzessiv von der Infektion betraff gin waren Gott sei Dank as een Deel awer gesund entretemps. Ich mein, dat muss ich immer soen. Das auch schon gesot gin, dass eng ganz vulnerabel Population an der Institution, die mecht sind relativ schwer dependant, brauchen Hilfe für alles, werden sie am Leben so machen. Es sind noch ganz viele Leute, die das auch gesagt gehen, die eine Reihe Pathologien, eine Reihe schwerer Pathologien, 4 Erkrankungen haben und dürfen natürlich viel mehr empfindlich sein. Und das ist leider so, dass an der Alterskategorie noch bei denen 4 Erkrankungen natürlich mit einer höheren Mortalität zu rechnen ist. So aber direkt, dass die Mortalität, die da festgestellt wird, nicht exzeptionell war par rapport zu anderen Situationen noch im Ausland, von denen die medizinische Literatur ein bisschen guckt, an der Alterskategorie ist Mortalität die 30 scheint zu 40%. Also das ist wirklich eine schwere Infektion, wenn sie so Leute betrifft. Gibt ein paar Punkte, die ich vielleicht kann herausstreichen. Das waren eine Reihe Leute, die schon eine erste Infektion gemacht hatten an der zweiten Welle, also am Oktober, November, respektive sogar erster. Ich meine, wir waren interpelliert, an Betreiber waren auch interpelliert, dass ein Leute sich reinfiziert haben an dem Kontext. Auch da selbst das Entretemps relativ gut bekannt ist, die natürliche Immunität, die eher Leute abbauen, wenn sie so eine Infektion machen, ist leider nicht ganz gut. Über 65 Jahre geht ihn davon aus, dass die Immunität nicht gut ist, respektive auch nicht lange in der Zeit bleibt protegiert. Ich hoffe, dass natürlich am noch Donnerstag, die das entretemps beweisen, dass die Immunität, die man durch die Impfung kriegen, bedeutend besser ist wie die natürliche Immunität. Was doch wichtig an der Situation zu verstehen ist, dass die Infektion manifestement schon an der Institution war, die Impfung angefangen hat. Ich weiß, sehr viele Rumore zirkuliert, die gesagt, die Infektion ist durch die Impfung ausgelöst gehen. Wir haben effektiv den Beweis, dass durch 4 Stunden die Infektion schon präsent war im Haus. Und zweitens muss ich noch ganz klar rappelieren, dass eine Impfung aus sich keine Infektion kann auslösen. Die Impfstoffe, die modernen Impfstoffe, die man heute so, das sind auch keine Lebensviren, die in den Leid abspritzt. Früher hast du das mal gemacht, haut die Impfstoffe, das sind Teile vom Virus, das sind Eiweiße vom Virus, respektive das genetische Material für die Eiweiße zu kodieren. Und eine Impfung kann keine Krankheit auslösen. Das muss ganz klar sein. Und ich weiß auch da leider, dass verschiedene Leute das vermischen und dass besonders auf den sozialen Medien schon eine ganze Reihe Rumore zirkulieren. Und ich meine, das ist wichtig, das zu klären. Den anderen Punkt, wo ich darauf angehen, dass den Delay zwischen der Impfung und der Krankheit ganz kurz war. Da waren wahrscheinlich eine Reihe Leute schon infiziert am 18. Februar, wie sie geimpft gesehen. Sie wussten nicht, just noch nicht, es war eine Inkubation. Und das ist klar, dass an so einer Situation ein Impfstoff nicht kann schützen. Ein Impfstoff braucht eine Reihe Tage oder Wochen, aber besonders bei älteren Leuten wahrscheinlich noch mehr lang wie bei jungen Leuten, für effizient zu sein, auch für können gegen eine Infektion zu schützen. In dem Sinn sind wir eigentlich nicht überrascht, dass trotz der Impfung von all der Residenten und trotz der Impfung von einem großen Teil vom Personal, aber die Cluster nicht vermieden gehen.
Was de Virus betrifft, haben wir auch schon frohe Grund gehabt in der Vergangenheit, handelt es sich um ein Variant, von den Varianten, die mehr gefährlich sind, eine Variante de Konzern nennt, die britische Variante, die südafrikanische Variante, die brasilianische Variante. Da kann ich ganz klar so, nee, es handelt sich nicht die Varianten. Par contre, wir haben eine Reihe Varianten festgestellt, die aber banal sind a priori. Du weißt, der Virus, den ist ganz heterogen. Es sind eng 20 Varianten, die hier zu Lützburg regelmäßig zirkulieren, ohne dass sie irgendetwas Extras da in sich hätten. Und hier haben wir eine Variante, die wir normalerweise nicht so gesehen haben, ich kenne auch den Code, das ist B1.1.29 für die Leute, die das interessiert. Die Variante ist prädominant an dem Cluster. Das war auch sicher den ersten Virus, den du rausgekommen ist am Mitte Februar. Wir haben eine Reihe von denen Suchen sequenciert. Entre-temps haben wir ungefähr 40 von den Echantillons sequenciert. Da sind aber noch weiter Analysen en cours, nach weiter Sequenzagen en cours. Und auf die 40 haben wir ungefähr 20 Fälle, die den ersten Variante ausmachen. Muss auch so um 3 andere Varianten gesehen, die ein bisschen wie spät am Laufe vom Monat Februar, Anfang März rausgekommen sind. Wie gesagt, 3 andere Varianten, die auch weisen, dass es eigentlich nicht ein einziges Cluster handelt, mit der Situation viel mehr komplex ist. Und wenn man dann anfängt zu diskutieren, wie kann so ein Virus ran, wie verbreitet so ein Virus, muss man an die Detailanalyse eigentlich gehen, für das zu verstehen. Aber wie gesagt, du hast noch einen Teil von der Arbeit en cours, unter anderem der Joël Mossong, da ist da mehr klar zu sehen. Voilà, das waren eigentlich die pure Präzisionen, die ich nach einer echten Phase wollte gehen. Und dann wollen Sie das mal frohen akzeptieren. Absolut, ja, gern. Da ging ich dran abmachen für die Frauen. Pierre-Jans Vertel, guten Morgen. Ich wollte wissen, also bislang da keine konkrete Antwort, wie ihr zu dem Cluster kommen. Ihr sagt, das komplex. Was spielt dann da alles mit, was kennt mitspielt, von was geht da aus? Also die Clusteren, das ist immer eine komplexe Situation, weil es gibt eine Reihe Fragen, die sich stellen müssen. Die erste Frage ist, wie könnte der Virus ran? Du gibt verschiedene Szenarien. Ich meine, in Altersheimen, ich meine, die Leute vom Terrain können das konfirmieren, als keine Prison. Das ist nicht so. Und sogar in Prison kommen wir leider ran. Ich meine, hier ist eine Situation, wo effektiv Leute von außen rankommen, aus verschiedenen Gründen, weil sie arbeiten kommen, weil sie Besuch machen, weil sie verschiedene Prestationen am Haus machen und so weiter. Und das wahrscheinlich wird so ein wie rankommen. Respektiv sind noch an verschiedenen Altersheimen natürlich Leute, die rausgehen. Also Bewohner gehen auch raus, heißt du aus ganz vielen Gründen. Sie gehen bei den Doktor, sie gehen bei der Familie, sie gehen andere Sachen machen. Wie gesagt, das ist kein Zonensystem, und an dem kann immer ein Virus rankommen. Dann hast du die Frage, wie kann ein Virus sich an einer Institution verbreiten? Und noch da muss ich sagen, ich meine, das ist eine echt große Familie, auch wenn wie gesagt, die Leute eine kleine Gruppe leben, eben für die Zirkulation von eventuellen Viren ein bisschen zu erbannen. Mit das klar, dass die Leute nicht total isoliert an ihrem Zimmer den ganzen Tag sitzen. Die Leute haben soziale Kontakte mit ihren Operen, mit Personal, mit anderen Leuten an der Institution. Und das war schon immer auch eine Forderung über die letzten Wochen am Main, dass die Leute nicht so total isolieren. Ich meine, wir hatten die Diskussion am Anfang an den Aspekt Santé Physik, mit auch den Aspekt Santé Mental. An dem Sinn, also eigentlich zu verstehen, dass ein Virus sich an einer Institution kann ausbreiten. Und für das not zu tracieren, und da verweisen ich auf einen Epidemiolog, ist nicht immer ganz evident. Wenn dir zwei Personen hat, die positiv getestet sind, für dann zu sagen, Person A hat Person B angestarrt oder Person B hat Person A angestarrt, das ist nicht immer evident. Heinz, du hast den zeitlich
ein zeitliche Kader, den erlaubt, do Suppositionen zu machen, mir das nicht so einfach. Nach eng zweet froh miset dann net wéi den Michael Wolter de Moien RTL Radio gesot huet eng Impfpflicht gin an dem Sektor fir de Risk so klang wie méiglech ze halen. Ja, ich meine, das ist eine Diskussion, die muss gefordert gehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich mich muss impfen lassen, nicht nur für mich zu schützen, sondern auch für die anderen zu schützen. Das ist eine Diskussion, die ganz sicher muss gefordert gehen, wo ich auch merke, dass es parteiübergreifend verschiedene Meinungen gibt. Da gibt nicht nur eine Meinung an. Ich meine, dafür sollte man da auch offen drüber schwätzen. Ich meine, ein Appell, dass all die Leute, die mat vulnerablen ze dienen hun net an Alters op Pflegehemer, méi och wann se an engem Reso schaffe bei Leiit Themen gin oder wann se Ädern sinn an doheem e versuergen, dat se do mat an der Responsabiltäit si fir enrer och ze schützen, mis am gangen lo die eelsten Populationun ze impfen, dat hicht bis 5 ze schmist am Fonglo die echt Impfung durchsinn, och bei denen Leute, die doheem liewen, dat hicht das mat Personen, die vulnerabel Personen moll direkt impfen. Ich meine, die andere Diskussion, die wird ganz sicherlich nach kommen, inwiefern kann ihn forcieren, sich impfen zu lassen, inwiefern kann ihn forcieren, sich testen zu lassen, das ist dann die andere Diskussion oder die andere froh, weil wir leben aber in einem demokratischen Land, wo aber jeder immer frei ist, seine eigenen Entscheidungen für sich selber zu treffen. Und da ist natürlich ganz schwierig, von oben Ruf dann so Sachen zu bestimmen. Erik Tageblatt. Ich wollte fragen, wieso hast du dann eigentlich zu Niederkur nicht mit frei geimpft gehen, weil ich aber weiß, dass am Süden die Infektionszahlen relativ hoch sind allgemein. Also ich kann da just so den Impfplan, den er abgestaltet gehen, für das alle guten Institutionen sollen geimpft gehen. Da so gefangen jemand der Pflegeheimer sind da noch kommen, an anderen Institutionen kommen auch nach noch. Das ist einfach eine Sache von Organisation. Ich muss sagen, dass a posteriori natürlich bedauerlich, dass die Impfung so spät kommt. Das hat doch an einem anderen Platz geschehen. Das ist einfach zeitlich nicht möglich, alle guten Institutionen mit denen zu impfen. Erstens zeitlich und zweitens als eine Sache von Livraison von Impfstoff, wie du wisst, den auch progressiv über die letzte Woche kommen. Und wir haben den direkt natürlich so schnell wie möglich probiert, dort zu verimpfen. Mehr posteriori kann ich immer so, hat den ernst gehandelt, dann hätte ihn das dort vielleicht nicht gehabt, dann hätte er vielleicht ein Cluster an einer anderen Institution gehabt. Okay, merci. Bonjour, Nicolas Martin, l'Essentiel. Ma question, elle concerne un peu le même sujet que la précédente, mais je voulais savoir, dès lors que ce CIPA fait partie des derniers où a eu lieu la vaccination, en l'occurrence chez Servia, quand on sait que c'est visiblement un établissement relativement vétuste, où le cohortage est impossible, comment a été défini l'ordre des CIPA où la vaccination a eu lieu? Alors l'ordre des... pardon. Plötzlich, also den Dreifalsch von später plötzlich noch mehr Dreifalsch von den Impfungen als definiert gehen zusammen mit der COPAS, also die Leute, die Terrain die Sache gerieren, und sind sie eigentlich die als indiziert tun, wo wir sollen, was für Prioritäten wir sollen setzen. Wir kennen schon als Santé auf jeden Fall nicht all Haus auswendig, die Familie hat auch mehr Informationen, mit das wirklich an Kollaboration mit der COPAS ausgeschafft geht. Ja, muss ich vielleicht dabei sagen, dass das natürlich eine ganze Organisation noch ist. Und dafür muss man natürlich auch, und die Einzelgestionäre natürlich auch müssen gucken, dass hier Doktoren sur Platz waren, weil dezidiert war mit der COPAS, dass dann Doktoren von dem jeweiligen Haus dann sur Platz auch sind, weil das aber dann Médecin-Référent, also für die Leute, die da leben, und das eben an der Organisation der COPAS da zusammen mit der Santé und mit uns zusammen geguckt, für eben auch
geografisch nicht op enger Platz schü zu impfen mehr effektiv dann dat zu verdelen, respektive auch ënner den Träger zu verdelen, dass net echt Träger an dann andere Gestionär gin geimpft gin an drittens eben noch aber auf hier allem organisatorisch für zu gucken, das Personal auch kann sich auf Platz die 4 zu impfen, weil ja wo viel Personal die Idee muss geimpft geben, wo da geimpft gött, das ein ganze Organisation an Dom wo den natürlich auch muss gucken, dass dat dann alles so lebt an natürlich konnte die Impfungen net den Nämschen der op all Platz am Land sind, dat war auch net méiglech Tisch huet schon muss eng Reihenfolg gemacht gin an der Tummer ze summe gemacht. Vielleicht wichtig ist zu präzisieren, weil das auch bei vielen Leuten nicht verstanden und nicht bekannt ist, dass wir impfen effektiv Matten-Doktoren, die Leute kennen, also hier Hausdoktoren von der Welt oder hier Médecin Traitant. Aber wir impfen man Personal auch von den Institutionen. Also das nicht wie wenn du vorbausen irgendwie so am Helikopter Personal geflogen gehen, den mal impfen. Das ist wirklich eine enge Kollaboration mit den Trägern, mit den Institutionen, wo das gemacht wird. Ich wollte fragen, die Heichzahl trotzdem in Deutschland. Ich verstehe, dass die Mortalität groß ist, die Leute sind vulnerabel, aber trotzdem ist es aber manchmal eine ziemlich große Zahl. Gibt es irgendeine Erklärung, für was trotzdem auf der Platz da gerade dann so viele Leute gestorben sind? Also objektiv, wenn der Zahl guckt, also bei all Deutschen ist es zu viel. Ne? Also das will ich nicht diskutieren. Aber objektiv gesehen ist es nicht eine exzeptionelle Zahl par rapport zu der Zahl von Infizierten. Aber wie gesagt, wir haben noch den Exerzice gemacht, für uns im Ausland zu vergleichen, weil wir auch die Frage gestellt haben. Ich meine, was da ein bisschen mitspielt, dass der Fakt, dass wir en general die letzten Wochen aber eine relativ ruhige Situation an den Altersheimen hatten, an den Pflegeheimen, und dass das dort ein bisschen dadurch mehr enttäuscht ist, weil etwas Neues geschieht. Ich meine, wir haben ein bisschen vergessen, wie die Situation war für ein paar Monate. Da hat man viel mehr Infektionen an den einzelnen Häusern. Die Situation hat sich aber, und ich meine, teilweise durch die Impfung, die aber schon weitergeht, hat sich aber beruhigt. Ich habe doch eng Diapositiv, die ich wollte weisen, die aber nicht können weisen, mich kann ich aber auch. Okay, der weist am Livestream, dass en fait Täfigkeit von den Infektionen sowohl bei den Residenten wie bei dem Personal über die letzte Monate. Und du gesagt, dass die zweite Welle von der Infektion Oktober, November an den Alterspflegeheimen viel mehr dramatisch war, wie das hat man lo gesehen. Nein, das will ich noch nicht heilo banalisieren, aber es muss ein bisschen an den Kontext setzen, an was positiv dabei ist, aber dass in die Impression hat, die Impfung fängt an zu greifen an den Populationen. Die hat gerade schon gesagt, dass mit den Hausdoktoren und mit dem Personal, also die dann die Leute für Platz impfen, dass die vorbausen racken, für auch dort ein Risiko zu minimieren. Gehen die Leute, die aber dann, die sind oder geimpft, aber gehen schon davon aus, oder? Die müssten sich geimpft sind, also das Personal, das hängt ein bisschen davon ab. Also Doktoren sind wahrscheinlich die meisten schon eine Zeit geimpft. Personal, als wie gesagt, Personal aus den Institutionen, und da haben wir auch denselben Tag eigentlich Personal geimpft. Weil das ist das Personal, das sowieso all Tag am Kontakt ist mit den Leuten. Also von uns, von der Santé aus können eigentlich just die Koordinateure ran an eine Administrativperson, die das supervisiert, mit die an dem Sinn keinen direkten Kontakt hat mit den Residenten. Ich weiß nicht, ob man Ihnen vorstellen mit den anderen Fällen. Ja, nee, da machen wir es. Das ist okay. Also. Final 0,7 Schuldlo knappen die Frau am Personal soll die Impfstrategie irgendwie iwwer durchgehen, da auch Zutretern am Pflegesektor aber geimpft solle gehen nur demnächst.
Also demnächst sicher demnächst beinhaltet auch die Idee, dass man dann mehr Impfstoff haben. Also muss ich einfach gucken, was für eine Situation wir waren, wie wir angefangen haben. Wir waren wirklich in einer Situation von Penurie von Impfstoff, wohin dann musste ich dezidieren, wem geht den Wert von Impfstoff. Wie viel Impfstoff an wann Quantität begrenzt das könnt ihr nicht einfach frei verdelen. Da muss er so wat sie Prioritäten he sie ganz klar die Leid selber, die vulnerable Leid selber an dann dat Pflegepersonal, dat am direkte Kontakt as mat Leid am direkte Kontakt, das he eben prioritär d'Infirmieren oder de Soignants oder einer Leid, die Patient oder Klient schaffen. Dat war Priorität, das auch mit der Quantität von Impfstoff, die do war möglich gewircht, das natürlich ganz klar, was mehr Impfstoff lo könnt, was mir die Impfstrategie mehr abmachen, was mir auch mehr andere Leute werden impfen. Wie das nicht du die Leute no viert, also echt impfen wie gedurcht. Also, nein, das hängt von der Disponibilität auf. Wir müssen das gucken. Mhm. Ja, also die Betriebskantinen, die sind ja all so, mehr verschiedene Hemer, da sind aber und Leute gemeinsam gehen. Als das für Madame Kahn, ist das ein Verstoß gegen das Gesetz? Nee, das net verstoß gegen Gesetz, weil das so dass am Fong effektiv an Alters Pflegehemer dat ganz Land sind natürlich Restaurant, die Leute die kein Appartement, die do leben, die einen Zimmer. Du hast kein Kichen, du hast kein Salle à manger und war immer so für der Krise sanitär, dass die Restaurants natürlich opwaren, noch war Familien Ise kommen sind und so weiter. An lo ist so, dass Wander und Restaurant op sind, just für die Bewohner op sind, dass denen hier Salle à manger, so wie mir daheim dann auch zu 4, zu 6, zu 8 zu summen. Erste, wenn man zu Summe leben, die Leute, die leben ja zu Summe an einem Lieu commun, das heißt, das ist kein öffentliches Restaurant, das ist einfach Salle à manger von den Leuten, die da leben. Ich muss aber allerdings auch sagen, dass als Gestionären alle Guten geguckt haben, für entweder Salle à manger mehr groß zu machen, dass die Leute mehr weiter aus der Nähe setzen oder eben verschiedene Services zu machen, für das die Leute nicht alle mal den Ersten gehen, dass sie nicht alle mal den an der Salle à manger sind. Mir hat ja auch, wie den Dr. Schmidt gesagt hat, Diskussion oder Echter, weil das aber ganz schwierig ist, an einem Zimmer von 25 Meter Carré permanent zu sehen. Wir wissen alle gut, wie schwer es schon ist für mir. Daheim in ihrer Quarantäne, weil wir einen Kontakt hatten, dann fällt schon bald die Plafond auf den Kopf. Wir waren dann an engem Zimmer en plus muss sehen, dass das schon ganz schwierig, wo ihn dann ist, an seine ganze Zeit verbringt. Und dafür, wann nicht mehr möglich ist, sollen die Leute schon können, aber ihr zu gehen an hier Salle à manger, weil dann eben aber dem Moment den Restaurant entre guillemets, weil das ja kein klassisches Restaurant, wie man das von außen kennen, ist. Für das eben, ja, das eben einfach da, wo die Leute essen, wie gesagt, Gestionären und überall probiert, für die Leute nicht zu vermischen, sie an den Gruppen zusammen zu halten, respektive sie auch viel mehr weit auseinanderzusetzen. Ich meine, zu Kehl, du war ja auch eine Klasse, das Logement encadré, und aber trotzdem auch die Leute zusammen gehen, dass das Leben ein bisschen auf, manchmal in einem Altersheim, Pflegeheim. Wieso gehen trotzdem die Logement encadré anders priorisiert wie ein Alters- und Pflegeheim? Weil die ja eigentlich recht haut. Mit der Equipe mobil geimpft. Ja, das ist richtig. Ich fange vielleicht an, da ging dem Dr. Schmidt das Wort für das medizinisch und organisatorisch von der Impfung. Das ist so, dass Logement encadré, das am Anfang da ist, dann just ernst, dass wie das, was ich gerade gesagt habe, da leben die Leute normalerweise an einer Wohnung. Das heißt, da haben sie dann hier Küchen und so weiter, meistens. Also, das ist auf jeden Fall mal die Definition von Logement encadré. Logement encadré, also so, dass die Leute nicht mehr können da leben, wenn sie bis zu 12 Stunden Pflegeversicherung kriegen. Das heißt, bis Stufe 4, wenn sie mehr Pflegeversicherung brauchen, können sie nicht mehr an einem Logement encadré leben. Daheim geht das, aber da kann ich aber die Pflegestufe, ich weiß nicht, bis wie viel kriegen, aber da ist kein Problem mehr an einem Logement encadré nicht. Das heißt, Logement encadré ist am Anfang zu vergleichen wie eng Residenz von älteren Leuten, die gewissen Alter haben, die aber nach nicht so krank sind oder überhaupt nicht krank, ganz tags. Und das riecht, dass das Logement encadré, die geht an diesem Fall, wo Dielo geschwärzt wird, von der Croix-Rouge geriert, das ist von einem Reso, und die sind dann an der Statistik noch bei den Resoen dran, an Schulen Lomodat für Wäsch, die Zonte erst davon ausgegangen, dass die Leute, die an einem Logement encadré wohnen, dass die noch viel mehr fit sind und dass die
sich auch da Kinder deplacieren für sich impfen zu lassen, sowie als Eltern und Großeltern auch von daheim aus sich deplacieren und nicht ein Impfweg bei sie heim könnt dann für sie impfen zu lassen. Ich meine, ich bin da für Details. Das genau da effektiv die Population als eine Population, das ist eine Population, die an dem Sinn man fragil ist. Nein, wann den alles könnt zu summen wie alles zu summen. Wir sind in einer Situation, wo wir Prioritäten müssen setzen, eben wenn der Quantität von Vakzinen, die disponibel war. Und an dem Sinn wäre es logisch, dass für dich die vulnerabelst geimpft gehen, Indianer Druck kommen, müssen aber auch dann effektiv so eine Reihe Leute aus dem Logement encadré, kruten eine Impfung einfach altersbedingt, wie die Leute alle gut eine Invitation, pardon, wie altersbedingt, wie alle guten Leute eine altersbedingt eine Invitation kriegen, und haben sich angeschrieben an einem Centre de Vaccination, also noch dahin gegangen, für geimpft zu gehen. Mit zu Kiel sie jo awer dann viel Leute gestorben, da waren noch viel infiziert oder dann dozuelle, wie viel Leute sich deplacéiert hun an de Centre de Vaccination an wieviel net, das awer de Cluster du konnten stohlen. Wie erklärt ich das? Also just wo zum Cluster, weil die anderen Informationen hunnech leider nicht. Den effektiv ist so, dass, wie ich gesagt habe, das sind Resoen, die sich um die Leute kümmern, die an den Logement encadré wohnen, wann dann ein Reso gebraucht wird. Das ist ganz tags überhaupt nicht der Fall. Und das an der die sind dann an der Statistik von den Reso, wo man da gewohnt gehen, wie viele Leute am ganzen Land von den Resoen, alle guten daheim versucht gehen, an die Covid-19 positiv sind. Das waren da gestern Abend zum Beispiel 60. Die positiv daheim versucht gi sie vun engem Reso. Lo so Vitalhome zu Kiel ugeschwert, dat ein Hauswert von der Croix-Rouge dann als Reso geriert gëtt, an da ist die Situation wirklich extrem dramatisch, weil da sind 8 Leute gestorben, waren 25 Bewohner positiv, 13 Leute Personal, die do anderen ausgehen, waren positiv. Das an dem sind schon die echte Käier von einem Logement encadré, wo man do so dramatisch zuelle gesinn, do da schon recht, das ist schon extrem dramatisch, was do geschieht. Also ich mein, Croix-Rouge hat ja do ob Frohen geantwortet, und das sind eben leider lo zuelen, wie man es dann gewohnt gesehen. Ich kann es persönlich nicht aus denen Zahlen, die ich kriege, rauslesen, weil ich Tresoren am Ganzen kriege für das ganze Land. Und ich gesehen auch nicht geografisch, übrigens, wo wen du positiv getestet hast. Für Diana froh. Ja, Diana froh kann ich nicht aus, wenn ich die Informationen gebe. Man kann ich davon ausgehen, dass die meisten Leute, die an so Strukturen leben, aber mehr wie 70 Jahre haben, an dem Sinn, an der Phase, fast 3 invitéiert gesinn, wievi Leiit do schon eng Invitationun ugehall hunn an Rendevous gehall hunn, wievi Leiit schon et Meigkeet hatten an e Centre de Vaccination ze goen. Dat sie Sachen, die kann den nosiche mit die wie ich natürlich net auswennechen. Wat gët er dolo analyséiert zu Keel Situationun selwicht wie zu Niederkur oder gëtt eng Analyse gemacht, wo die Fall hier kommen an Also wir sind immer, wenn so Cluster sind, in Kontakt mit den Betreibern, auch mit den Leuten selber eventuell oder mit den Familien. Und die Inspektion Sanitär möchte immer so eine kleine Enquete, die mehr oder weniger weit geht in Funktion von der Gravität, von der Zahl von den Fällen. Wir auch wenn es 2-3 Fälle sind, gucken wir immer, ob da etwas Spezielles ist. Sequenzeiert noch. Sequenzeiert doch, und da gucken wir, ob der Joel, haben wir schon von Kiel Sequenzen? Ja, ich bin da doch am Kap, mich wollte sicher sein. Okay. Ich noch eng froh. Den OGBL, die sieht, dass den Obertel, dass den Egeschutz von Personal und Alterspflege immer mehr ein Thema gëtt, dass Leute vom Terrain gänge sie kontaktieren, weil sie das Gefühl haben, nicht adäquat genug geschützt zu sein, mit dem, was ihnen zur Verfügung gestellt wird. Das ist eine Problematik, die ich mal kein bekannt ist. Nee, die Problematik ist mir gar nicht bekannt. Es war so, dass am Anfang von der Krise sanitär hat man ja eine Reserve national
wo man es dafür angesagt hat, und das als Gestionäre noch durchaus erkennt pisieren. Wir erinnern uns, dass am Anfang von der Krise sanitär natürlich Material ganz knapp war, die Masken nicht präsent waren und so weiter. Und da war immens wichtig, dass Südfrieden konnte das nötige Schutzmaterial haben. Die Problematik ist mir nicht bekannt, ich habe aber direkt mit Servio darüber geschwärzt. Sie haben gesagt, sie hätte genug Schutzmaterial. Ich habe auch an der Presse gelesen, das heißt, wenn du inzwischen ein Problem sollte, da wäre ich natürlich froh, das gewusst zu geben, dass wir direkt können bei den Gestionären intervenieren, einmal ein bisschen nachfragen. Das tun wir auch an der Vergangenheit mal schon gemacht, vor allem das letzte Jahr am Anfang von der Pandemie, wo effektiv Schutzmaterial ganz knapp war. Wir am Anfang sehen, dass nicht mehr knapp sind. Am Moment spielt auch nicht mit Reserve national, aber dass alle Gestionäre als Ugehalle selber das nötige Material zur Verfügung zu stellen für sein Personal, das die Responsabilität vom Gestionär an die haben das auch zu machen, dass Personal genug Schutzmaterial hat. Aber wenn das inzwischen nicht sollte, der Fall sein, wie gesagt, ich nicht immer noch an der Presse, aus der Presse hören, dann wäre ich natürlich interessiert, respektiv, da sollte ich schon gucken, als die Vision von den Personen âgées, hast du auch immer disponibel für sogar ohne niemand zu so, aber für mit den Gestionären zu schwätzen, am Chargé de Direction zu schwätzen. Also ich muss sagen, dass Chargé de Direction wirklich einen immensen Job gemacht hat. Die letzte Monate, da war keine Stunde zu früh, keine zu spät. Sie sind mit einem immens ganz guten Kontakt mit ihnen. Sie probieren wirklich alles zu machen, für sowohl ihre Bewohner wie auch ihrem Personal zu helfen, für die Situation so gut wie möglich zu bewältigen. Aber wenn da irgendwo ein Problem wäre, also ich sehe gerne den Intermediär für da mit dem Chargé de Direction den Moment zu schwätzen und zu gucken, was das Problem ist oder ob wir irgendwie können helfen oder was da genau das Problem ist. Sind ich noch weiter Cluster bekannt, außer die genannt wurden an Alterspflegeheimen oder auch an Logement encadré? Nee, Logement encadré nicht. Wenn ich nicht von hier gewohnt bin oder wenn nicht vielleicht den Reso, den da rangeht, man das sieht, dann da kann ich das auch gar nicht gewohnt gehen. Wenn ich nicht von einem Familienmember oder so gewohnt bin, dann weiß ich das nicht, wie zu kehren. Wir haben ein paar aktiv Clusteren am Moment. Ich ging aber vielleicht du wollt so viel stehen nie so aktiv kommunizieren oder Paulette Lehnert oder den Dr. Schmidt, weil das aber für die Häuser immens das ist schon ganz schwer, wenn sie Cluster haben, organisatorisch, das psychologisch für die Leute immens belastend, die da wohnen und auch die da schaffen. Aber natürlich an der Presse da von einem Cluster geschwärzt wird, und da wird Altersheim genannt, dann lebt doch nach dem Telefon, wie wäre man die Zeit, wo natürlich am Telefon ist, kann ihn sich nicht auf der anderen Seite mit Leuten kümmern. Also das ist schon ein richtigen großen Druck, will ich auch ein Kehr so, für die Chargé de Direction, für das Personal. Aber ich habe mir selber abgeschrieben, weil ich wusste, dass das vorging stellen, und ich hätte sogar gesagt, wenn das nicht gestellt hätte als Konklusion, weil dann da wüsste ein Kehr, voilà, zu reden am Moment, also kleine Cluster zu Schöffling sehen, zu Rodange, das wüsste dann zu Bofer bei Servio, da kann Herr Vinandi bestimmt noch etwas dazu sagen, und dann ein kleine Cluster auch zu Irpelding bei Ettelbrück. Das sind Leute, die mir bekannt sind, dass ob gestern Abend gesehen sind nach 64 Personen positiv, Bewohner positiv, die an den Alters- oder Pflegeheimen hier am Land leben. Das ist kumuliert 64 Leute, die gestern Abend nach als positiv an den Statistiken gefordert gesehen. An den Alters- und Pflegeheimen an Lodi, wo die meisten leben, habe ich gerade gesagt, nicht natürlich, wo dann auch noch Poesie, aber glücklicherweise Männer. Erik Tageblatt. Ich wollte fragen, kann den Herr Mossong als vielleicht paar Details nennen zu der Enquete, die gemacht hast zum Cluster zu Niederkur? Aber vielleicht eine andere Frage, als die Cluster dann noch vergleicht gehen mit vielleicht anderen Clustern. Also just vielleicht zu Niederkur, da ist es so, dass die dynamische Prozedur gelaufen ist, wie die immer aus der Tisch den Chefhygienist oder die Hygienistin oder den Hygienist von der Santé geht dann dahin, guckt zusammen mit den Doktoren, mit dem Chargé de Direction, den Responsablen sur place, was geschieht aus, respektiv was kann verbessert gehen oder was auch nicht kann verbessert gehen, wie in diesem Fall zum Beispiel steht, dann hat ein Hygienist gesagt, bon, der Courtage wäre natürlich eine gute Solution, das war aber in diesem Fall nicht möglich, was den Hygienisten auch muss feststellen, dass das nicht möglich ist. Das ist eine normale Prozedur. Die Prozeduren sind alle angehalten. Der Hygienist von der Santé geht auf Platz,
guckt zu summen Mappen Doktoren, Mam Personal, Mam chargé de Direktion, Mam Gestionär, wat geschieht aus respektiv wat von dem Moment un nach muss verbessert gehen für die anderen Leute so gut wie möglich zu schützen, Herr Schmidt. Ja, ja. Und ich meine effektiv de Joel kann vielleicht paar Informationen gehen. Wéi man so fir ginn or dem skip so op dem méi wissenschaftlichen Wolle, weil das schon eng Demont gewircht lo an den lächten Deeg, dat muss wissenschaftlich opschaffen an Jolas op der Basis schon Wissenschaftler huet auch ganz viel an der Vergangenheit geschafft, an der Epidemiologie publizeiert an so weiter. Joel, kannst du vielleicht probieren so? Ja, ich meine Lauterbahn huet da is vun no vergun interesseiert eben wie den Dr. Schmidt hat schon gesot huet, eng paar die Reinfektionen do wären vum wissenschaftliche Standpunkt wär dat natürlich ganz interessant, weil man auch effektiv von hun, dat het relativ viel Reinfektionen do gisen an der enke DPTchte Kehr, wo man soviel Fälle summen hat an engem Fall an engem Altersheim vun soviel Reinfektionen. Der dann hat war de muss ganz klar so an dem Alterstemper dofällt, das einfach d'envergure im große ganzen wieviel Fäll dat wären das schon sege ganz groß der Altersheim oder SIPA ansinn en gro Proportion vu Leiit, die do de moment positiv gisen an leider auch dann die Mortalität der Tischchte anderen die einer sagt die man effektiv geguckt und as mat denen verschiedene Varianten die dort zirkuléieren, wo man ganz gut zu summen erbecht ma Laboratoire National Santé hoen, die Donnnen so séier checken, wie sie se produzéieren, a wo Lohn nach Donnnen no kommen. Mit das och do muss a woch so, dat de net vun all Fall kann leider Variante kreien, weil dat hängt immer bisssen davon erof, wieviel Charge viral an dem Echantillon ass. Leider as de so, dat oft Charge viral am Echantillon net durchgeht, wir können de Variant festzustellen. Kann beziffere, wieviel der Zweet aus der Reinfektion net do am Lauterbahn goufen? Dat zu analyseieren, dat dauert a bessen Zeit fir do Chiffren ze nennen, wenn man effektiv och gucken, dat eng Party vun de Fall am Oktober, November ganz wenig Symptome do wären. Und da muss man wirklich gucken, ob sich do effektive Menge Infektion gehandelt huet. Voilà, dat sind nach die Chiffren do, die Analysen, die sind nach am Gangen. Ich hatte noch froh, wieso gehen den Moment noch kein Schnelltest an den Strukturen angesagt? Ja, also die Schnelltester gesagt, wir müssen lo am Gange zu gucken, nämlich wie an der Education zu summen mit der Santé und mit der Koppers für die neuen Schnelltester, die viel mehr einfach sind. Ich meine, die 4 an der Nösel, Dr. Für die anzusetzen, und da hat die Koppers uns gesagt, dass oder Ninghäuser direkt am Pilotprojekt direkt macht. Man natürlich sobald die Tester lo sind, das sind die ganz rapid. Anscheinend kennen sie noch nicht. Die müssen ganz rapid gehen und die sollen dann noch systematisch direkt angesagt gehen. Die anderen Schnelltester, die wir bislang kennen, die gehen schon angesagt, auch beim Personal natürlich, aber auch bei den Bewohnern. Und dann ist es so, bei den Bewohnern, bei den Visiteuren, pardon. Und dann ist es so, dass der Besuch auch einen Code kriegen, eher auf Besuch geht, für sich an LST testen zu gehen. Das heißt, kann ich beim Haus, wo ich auf Besuch gehen, einen Code aufrufen und dann kann ich nach der Large Scale gehen, sich testen lassen, ehe ich dann auf Besuch geht. Das heißt, das funktioniert alles, das geht alles. Wir können natürlich auch Kinder obligieren, sich testen zu lassen, mit das als en place und dann zu dem anderen Schnelltest, den noch mich schnell als anscheinend da kann bestimmt Dr. Schmidt mehr ja, dazu also das wie überall an der Gesellschaft, wo diskutiert wird, über die neuen Schnelltester, die ihn viel mehr einfach kann machen. Das ist einfach eine Sache von der Praktabilität von den Tester, wie einfach kann ich sie machen. An in Deel von den Schnelltester kann ich auch als Selbsttester machen. An das Chlor, das die zur Verfügung gestellt gehen, die sie bestellt, seine Großquantität bestellt gehen, die können das vor am Prinzip nach unten.
Und dann wird das da benutzt gehen, genau wie dann die Schule benutzt gehen, wird gehen, wie auch an andere Situationen wahrscheinlich. Vielleicht noch ein Wort zu den Impfungen, just für ich zu sagen, dass am Anfang 27 Häuser lo für zweit, so sind Bewohner für zweit geimpft sind mehr wie 14 Tage, weil das ja gesagt ging, nur der zweite Impfung muss nach 14 Tage werden. Natürlich 27 von 52 Häuser sind lo mehr wie 14 Tage für zweit geimpft. Lo haut hun 4 Altersheimer nach jetzt Zweitimpfung respektiv nur nach 2 und dann nach 1 den 29. März und dann sind sie alle gute für zweit geimpft. Das heißt, Tag von Haut sind allo 40 von den 52 zweimal geimpft. Ende der Woche werden sie dat alle gute sind und sind allo bis Haut 27, die schon Santa Mai wie 14 Tage für zweit geimpft ist, weil das aber auch eng Sache ist, die ganz wichtig ist zu sagen und zu betonen, weil ja auch zusammen mit der COP die Rekommandation herausgegangen ist, dass wenn für zweit geimpft ist 14 Tage no, soll ich noch immer Chestbarrieren anhalten, soll ich noch immer Masken und soll ich noch immer Distanz halten, soll ich noch immer sich desinfizieren und so weiter. Aber in dem Moment, wenn Bewohner aus Alters- oder Pflegeheimen bei der Familie auf Besuch gehen, kommen sie nicht mehr in Quarantäne, wenn sie zurückkommen, respektive sie können noch nicht Besuch bei sich daheim, das heißt am Zimmer in dem Moment empfangen, aber immer nicht falsch gelieft, mit den Masken unhalten, mit der nötigen Distanz soll ihn aber noch am Moment respektieren. Voilà, was sonst kein Froh mir aus, da so vielmals merci auch den Leuten da draußen, die noch geguckt haben, merci auch und den Dr. Schmidt und den Herr Vinandi und alle Guten, die hier waren. Merci.